klicken? Nein, schon gut. Okay. Hallo zusammen. Hallo. Willkommen zurück, wir hören mal. Wir sind mit der Philippa da heute und wir haben etwa schon 2 Stunden... Wie spät ist? Nein, 1 Stunde haben wir schon rumgetrödelt und Make-up angeschaut und gelästert. Ja, wichtige Sachen besprochen. Jetzt haben wir gar nicht mehr zu euch zu sagen. Spaß. Philippa, was läuft so bei dir im Moment? Aktuell, oh Gott, ich muss jetzt in den Podcast-Flow reinkommen, gell? Ja, also, nimm dir Zeit. Gerade aktuell ist, dass ich lange in Köln war und jetzt bin ich wieder da und muss erstmal so alles abschaffen. Was abschaffen? Paket öffnen, Wäsche machen, so Termine halt und so, weißt du, so Zeug. Was machst du in Köln? Meine Freunde treffen, chillen, Party machen. Nein, Spaß Ist dein Management in Köln? Nein. Wo denn? Berlin. Triffst du die amigs in echt? Jo, ja. Also nicht so oft, ich habe jetzt glaube 3-mal getroffen in diesem einen Jahr. Oh mein Gott. Ja. Bist du schon ein Jahr bei einem Management? Ja. Alter, für mich... Ja. Die Leute fragen auch immer, von wo wir uns kennen. Mehr. Und die Geschichte erzählst du mega gerne, gell? Ist das bei diesem Event gewesen? Nein, du erzählst immer, dass ich dich gemobbt habe mit meinem Stitch. Soll ich es nochmal erzählen? Ja. Wirklich? Ja. Also Leute, ich habe angefangen mit TikTok und ich bin so super unsicher gewesen. Und ich habe eigentlich mich gar nicht getraut, Zeug auf TikTok zu posten. Und ich habe auch nur deutschen Content gemacht, damit es unbedingt nicht in der Schweiz angeschaut wird. Dumm. Nein, es ist gescheit, jetzt habe ich deutsche Community. Aber alle in der Schweiz kennen die. Ja, jetzt. Ja, schon dort alle auf jeden Fall, ich denke, das wäre doch mega klug, einfach alles auf Deutsch machen, damit es in der Schweiz nicht ausgestrahlt wird. Hat nicht geklappt und ich habe irgendwie so ein Video gemacht, das ist ja wirklich ein cringes Video gesehen. Nein. Es war schon ein Trend Ja, es gesehen. war ein Trend, es ist nicht cringe Sondern wie ist das gegangen? Irgendwie when he wears rings oder so. Ja, und dann so, oh mein Gott, he's a man, not a boy. Irgendwie ja, so. stimmt. Ja, ich habe so ein Video gemacht und dann hat Emma als fucking 300'000 Follower TikTokerin, so die grösste in der Schweiz, die ich kennt habe, wo ich auch gefolgt bin, wo ich es einfach geil gefunden habe. Schon, hast du mir gefallen? Ja. Oh mein Gott, ich fühle mich geehrt. Ja, ich bin ein Fangirl. Die hat dann einen Stitch gemacht. Das heisst, sie hat auf mein Video gezeigt und dann darauf reagiert. Aber ich verliere die ganze Zeit Haar. Schon tut mir leid. Und sie hat mich auch gemobbt. Alter, meins war auch nur ein Witz gewesen. Ich weiss es jetzt. Aber sie hat so gesagt, I like when boys shut the fuck up. Nein, ich so, habe irgendwie zuerst noch so etwas gesagt, so, ja. Girls, your standards are too low. Also, das ist bare minimum. So mäßig, ich habe ist es, wenn Männer einfach die Fresse haben oder so. Ja, mäßig, ich habe keinen Standard. Ja, voll. Und ich so, oh mein Gott, sie hasst mich, ich kann komplett meine ganze Karriere einstellen. Ich kann nichts mehr posten und ich habe irgendwie so 5000 Follower gehabt. So. Stimmt, aber dort bist du wirklich so... Das ist mein drittes Video gesehen, glaube ich. Ich glaube, deine Videos sind von Anfang an auf meiner For-You-Page im Fall. Ja, es ist auch das erste Video, das ich von dir gesehen habe. Das ist, glaube ich, so das 3. oder 5. gesehen. Und es ist Leute, ich lösche alles. Und sie so, nein, die meint das nicht böse. Ah, gut. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Und dann habe ich zum Glück weitergemacht und irgendwann bist du dann ganz, ganz herzig zu mir zurückgefolgt. Wirklich? Oh mein Gott, sie hasst mich doch nicht. Also in dieser Szene bedeutet Folge einfach so wirklich viel. Es ist so eine Freundschaftsanfrage einfach. So, wenn wir so Influencer-Friends sind. Ja, und dann hast du mir aber auf ein Video geantwortet, wo ich also Pick Me so gesehen bin, oh mein Gott, mir geht es voll schlecht. Irgendwie so. Was ist das gesehen? Irgendwie so, dass ich auch Insecurities habe. Und dann hat sie also jetzt du. Dann hat Emma so geantwortet, du musst nicht insecure sein, bla bla bla. Und ich so, oh mein Gott. Wirklich? Und dann habe ich dir zurückgeschrieben, ich so, Emma, du bist so toll. Und dann... Wirklich? Ja. Hä? Und dann aber, wann haben wir uns dann gesehen? Mit dem Event BHZ. Mit dem Migros-Konzert-Ding. Wer hat mich denn mitgenommen? Der Adi. Oder nicht? Nein, ich glaube Lara. Wirklich? Larusch. Ja, ich glaube. Hä? Oder ich bin auf jeden Fall mit ihr und dem Adi dorthin gefahren. Jemand von beiden habe ich mitgenommen. Ich glaube, sie. Ja, er. Hä, sie fährt doch nicht Auto? Nein, also im Auto sind wir mit ihm gefahren, aber mitgenommen ins Event hat, glaube ich, mich. Weil ich bin selber nicht eingeladen gesehen. Oh mein Gott. Und dann habe ich auch das erste Mal Nati gesehen, erst mal dich gesehen. Hure Reizüberflutung. Ja,
Ich war so gestresst gewesen. Ja, aber auch, weil ich glaube, noch nie so richtig mit dem Adi geredet bis dann im Fall. Ja, Ich habe es immer nur so ein bisschen gesehen. Und dann sind wir dort alle so auf einem Punkt gewesen. Und ich so, what the fuck, Alter. Ja, irgendwie alle Schweizer so ein bisschen. Ja, und dann haben wir noch so, es war halt so ein privates quasi Konzert von BHZ. Und dann hat man halt wie noch so, müssen so die Musik fühlen oder so. Ich habe kein Lied gekannt. Hä, hörst du nicht so Musik? Doch, schon. Aber ich habe nur so 2 Lieder kennt oder so von ihnen. Also so, Oh mein Gott. kennt mehrere, aber so können mitsingen bei 2 und dann, ja. Das war aufregend und dann habe ich aber gecheckt, dass du in echt auch genauso lieb bist, wie du mir geschrieben hast. Wow, danke. Ja. Ich weiss gar nicht, was ich von dir gedacht habe. Ich habe einfach kein Gedächtnis. Nein, ich weiß nicht. Und dann wann haben wir dann gecheckt, dass du mit der Eileen wohnst? Ich glaube schon vorher. Nein, weil du Leute- hast dort davon studieren, oder? Ja, kann sein, keine Ahnung. Doch, es war im August das Event und du hast dann im September studieren. Ja. Vielleicht hast du es mir dort gesagt. Ich glaube. Weil die Philippa wohnt mit einer Kollegin von mir, die ich im Studium kennengelernt habe. Also, ja, und jetzt sind wir da auch in dieser Wohnung, von der ich euch mal erzählt habe, dass ich zum ersten Mal wegen Alkohol gekotzt habe. Ich bin unschuldig. Aber alle kotzen anscheinend in dieser scheiß Wohnung. Ich nicht. Emma, du bist die Schlechte, nicht ich. Aber alle haben da gekotzt. Ich habe noch nie in dieser Wohnung gekotzt. Ja, aber alle sonst. Ja, und darum ist es fucking Inception, dass wir uns eigentlich kennen von fucking scheiß TikTok, aber wir kennen uns eigentlich auch for real. Das ist gar nicht so cringe. Wir sind nicht Das stimmt. TikTok-Kolleginnen. Nein, wir sind wirklich Friends jetzt. Schon? Bitte. Wirklich? Ich habe immer Angst, dass du mich nicht kennst. Nein, alles gut, du hast mich nicht gern. Emma, ich habe Angst vor dir. Nein, ich hätte dich voll gern. Ich dich auch. Emma, immer wenn du mir schreibst, bin ich so, oh. Ich auch. Vor allem immer, wenn du mir schreibst, dann gibt es Gossip. Wir sind so am Gossip bei mir 2. Es ist wirklich schlimm. Leute, wenn wir etwas erleben, die andere Person weiß es. Also vor allem Ja. in der Influencer-Bubble. Ja, das stimmt. Und es gibt immer so... Weil ihr fragt auch hure oft, so, wie das so ist, ob man einander so wirklich gerne hat und so. Und mega viel ist halt so nein. Also so doch, man trifft sich halt und so, es ist okay, aber du bist ja nicht privat so mega befreundet. Aber mit der Philippa und mir ist so... Ich meine, Deeper. wir haben schon mehr privat zusammen gechillt als für Content. Ja. Ja, und vor allem, wenn wir einander sehen, machen wir auch gar keinen Content eigentlich. Nein. Und normalerweise ist es halt so, du triffst dich nur zum Content machen. Oder wenn du jemanden siehst, dann hebst du dann gerade das Handy in die Fresse und machst gerade etwas. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen Gossip. Wo wir jetzt einfach nicht mehr weiter drüber... Wir nennen es auch so. Es gibt ja alles. Ja, es gibt... Weißt du, es ist okay, es ist ja Schaffen. Leute stimmt. ausnutzen ist Schaffen in dieser Szene. Voll schlimm. Philippa, wann machst du deinen eigenen Podcast? Ich habe schon mal einen Versuch gestartet. Und zwar mit meiner Mitbewohnerin, ihrer Kollegin und meiner Kollegin auch, Eileen. Wir haben einfach gedacht, oh mein Gott, wir sind so lustig, wir 2, wir reden so viel, wir müssen eigentlich einen Podcast machen, oh mein Gott, das war so toll. Und dann haben wir uns das Mikrofon bestellt am nächsten Tag und die sind angekommen und wir haben einfach einen Podcast aufgenommen. Und wir haben uns so weggecringed. Als erstes haben wir es auf Hochdeutsch gemacht und ich rede nie mit ihr Hochdeutsch. Und sie ist Deutsche und ich rede aber immer Schweizerdeutsch mit ihr. Und ich kann nicht mit Leuten, die ich Schweiz, ich könnte mit dir jetzt nicht Hochdeutsch reden, das wäre ganz schlimm. Und das war schon so der erste Step, wo wir so gesehen sind, oh mein Gott, ich kann das nicht, aber wir haben es dann probiert. Wir haben die erste Folge 5-mal aufgenommen. 5-mal haben wir gedacht, okay, wir müssen nochmal. Also einfach 5-mal das Gleiche geredet? Ja, und wegen dem ist es immer cringer geworden. Oh mein Gott, das ist ja krass. Ich hätte einfach das erste sollen nehmen und posten. Nein, weil wir haben das nicht mal angeschaut. Ja, eben, das ist das Problem. Es ist ganz schlimm immer. Und dann haben wir irgendwie nach dem 5. Mal haben sie gesagt, okay, das ist jetzt okay. Weil wir haben dann auch ein bisschen etwas wieder anders geredet, weil wir gesagt haben, es ist cringe, wenn wir die ganze Zeit das Gleiche reden. Und dann ist es so okay gewesen. Und irgendwie eine Woche später haben wir es angefangen anzuschauen und wir so, oh, schalt ab, das können wir nicht. Das heisst, ich glaube, es kommt kein Podcast erstmal. Gar nicht? Nein, erstmal nicht. Wirklich nicht? Nein. Auch nicht allein? Nein. Meinst du Ich weiss nicht. Aber so viele Leute fragen dich, ob du das machen kannst. Das ist so dumm, Ja. wenn du es nicht machst. Ja, aber ich tue viel zu viel dann das analysieren und mich dann selber nicht cool finden. Das ist wie wenn ich Redevideos poste, ich darf die nicht mehr anschauen. Ja, und wenn ich sie anschaue, bin ich so, boah, bist du unangenehm. Ich finde Aber eigentlich alle meine Videos scheiße. echt? Bei dir sieht es so locker flockig aus. So. Ja, ich muss es auch so machen, dass es noch erträglich ist, aber ich schaue dann immer wieder so alle Videos durch. So, ich habe so alle 2 Wochen habe ich so eine Nacht, wo ich einfach bis um 4 Uhr morgens Ja. wach bin und so alles anschaue und so Ja. lösche. Ich auch, oh mein Ja. Gott, so nur für dich angucken. Ja, Oh, ja, aber schlimm. wenn man löscht, ist es schlecht für den Algorithmus. Ja, Das ist auch genau. schon gut. Ja. Aber es stimmt im Fall auch.
Schon? Ja. Oh. Ja. Aber ich finde wirklich alles scheiße, weil ich denke mir bei allen Sachen, die ich mache, auch beim Podcast, denke ich mir das übrigens, so, wer juckt's? So, als ob das jetzt irgendeinen Mehrwert hat für irgendjemanden. Aber es juckt Leute eben. Es juckt Leute eben schon, aber du denkst halt selber, wenn du es die ganze Zeit machst. So am Anfang war es halt mega lustig, so zum Posten und so. Und dann irgendwann bist du Geht immer. Sorry. So, jetzt musst du ein bisschen reden, ich muss mein Repo öffnen. Über was haben wir gerade vorher geredet? Weiß auch nicht. Über das Posten und dass es cringe ist. Cringe. Ich denke mir bei jedem Video so, ich habe so viel schon aufgenommen und nie gepostet, weil ich denke, das juckt keiner oder das ist unangenehm oder so. Gleichzeitig schaue ich genau solche Videos am liebsten, wo sie einfach drauf losreden und nichts Spannendes passiert. Einfach so, was habe ich heute gemacht oder so. Aber nicht mal das. Oder nur schon so, heute versuchen wir diese Schuhe zu stylen. Und dann geht es so 2 Minuten. Ja. Und ich schaue das so im Bett, so hure so invested, Alter. Ja. Und das sind so Sachen, die man einfach posten müsste, aber das braucht halt also selbst ein bisschen Überzeugung und das habe ich noch nicht. Wegen dem kein Podcast erstmal. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, jeder macht einen Podcast und du machst ihn schon lang und geil und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich würde auf das Gleiche schnurren wie alle anderen und zwar ja, so aber das langweilig. ist ja der Punkt, das muss ja einfach von dir kommen, sie wollen deine Meinung hören. Ja, wegen dem bin ich oder was auch immer du dann machen würdest. Aber du würdest wahrscheinlich auch einfach nur labern, oder? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Das ist geil. Also, es ist aber auch mega viel Aufwand im Fall. Also. Ja, eben. Du bist ja jetzt selbstständig. Ja. Geil, wie findest du es eigentlich so? Geil. Ich finde es ja so eigentlich scheiße. Echt? Ja, also bis zu den Steuern und so ist es geil. Ja, das ist scheiße. Aber ich finde es halt auch scheiße, weil ich so nichts zu tun, also weißt du, wenn du nichts richtig zu tun hast, ja. Außer du sagst selber, jetzt mache ich. Also, weißt, nein, ich muss mich so oft an der Nase nehmen, dass ich nicht auf den ganzen Tag irgendwie chill oder so. Keine Ahnung, ich bin so oft, dass ich irgendwie Sachen vorhabe oder so geile Videoideen habe und denke mir so, boah, also ich bin so oben im Bett und bin so, boah, morgen mache ich das und das. Und dann schaffe ich eins von diesen 6 Sachen und bin so nicht zufrieden am Ende vom Tag, aber ich mache es nie besser. Und es gibt so 1 Tag im Monat, wo ich dann so richtig produktiv bin und denke, boah, so müsste jeder Tag sein und ich schaffe es nicht. Weil ich brauche wie jemanden, der mir sagt, mach. Ja, same. Also ich muss mich daran gewöhnen, weil ich das nie hatte. Durch die Schule bist du einfach so, du weißt, du musst es machen, du weißt, dann sind Prüfungen, du weißt, du musst irgendwann lernen. Und so jetzt, ich bin so, okay, ich weiss, dann und dann muss ich eine Kooperation abgeben. Ja, und das halte ich immer ein und ja. Aber die eigenen Videos sind so... Ja. Von wo holst du so deine Ideen? Boah. Hast du immer Ideen? Nein, ich mache ja mega viel Lip-Sync auch einfach. Ja. Und dann, also das ist wirklich das Einfachste, was du machen kannst. Ich probiere es halt irgendwie interessant zu machen, indem ich noch Outfits zeige und jetzt nicht nur mein Gesicht so. Weil, keine Ahnung. Ja, aber sonst einfach, wenn ich durch TikTok scroll, speichere ich mega oft Sachen ab und ich denke, das könnte ich auch mal machen oder ich schreibe mir irgendetwas in Notizen oder so, was ich meistens dann irgendwie doch nicht mache. Same. Alles, was in Notizen kommt, ist so doomed. So, das passiert einfach nie im Leben. Und du hast dich überwunden, um auf Reels zu posten. Oh mein Gott, ja. Innerhalb von wie vielen Monaten bist du jetzt, wie viele Abonnenten hast du jetzt? 100'000, ja. Und wie lange? Im Februar hatte ich noch 28 gehabt. Was ist, wie viele Monate? März, April, Mai, 3,5. Alter, Leute, ihr könnt auch Reels posten, wenn ihr auf TikTok postet. Es ist so cringe zum Anfang. Mega. Aber so, wenn man es mal anfangen, denke ich so, wieso und ich meine, ja, und auf TikTok habe ich es gemacht und so dort alles postet. Ja. Spürst du einen Unterschied zwischen Insta und TikTok? Meinst du, wie es ankommt oder so? Ja, voll. Also mir läuft Insta viel besser als TikTok. Bei TikTok, ich finde, Insta kannst du viel mehr damit rechnen, dass wie die Videos ankommen. So wie die letzten 5 ankommen sind, kommt etwa auch das an. Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger. Und bei in TikTok ist es meistens so, eine Woche hast du so 200'000 auf deinen Videos und dann 3 Wochen später, oder eine Woche später für 3 Wochen nur so 30'000. Und du bist so, hä? Ich mache genau das Gleiche. Wieso juckt es plötzlich die Leute nicht, weil einfach TikTok-Algorithmus das anders ausstrahlt. So, das ist irgendwie unangenehm, finde ich. Du weißt nie, was du auf TikTok... Also, manchmal ist so ein geiles Video und denke mir so, oh mein Gott, das wird so abgehen und es geht einfach nicht ab. Aber bei TikTok siehst du auch richtig oft, dass die Leute es einfach eben wieder auf so OnlyFriends oder so stellen, wenn es nicht so geil angekommen ist. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren kann, ohne dass du offended bist. Aber wenn du... Also ich meine, eben, du hast ja gesagt, mega viele von deinen Sachen sind so... Oder vor allem auch... Also
immer weniger, aber so ganz am Anfang war schon alles so Lip-Sync-Zeug gewesen. Ja. Wie ist das für dich, wenn du weißt, dass die Leute so mega die Connection zu dir haben, einfach nur basierend auf dem, weil die sind, also ich habe das Gefühl, deine Leute, die bei dir kommentieren, so, sind so hure obsessed mit dir. So, nein, aber so wirklich so, Philippa, du bist so schön, du bist perfekt, du bist so lieb. Und dabei so, eigentlich, wenn sie nur das schauen, wissen sie ja nicht, wer du bist. Das stimmt. Nein, wegen dem habe ich jetzt auch, also weil ich das auch gedacht habe und es irgendwie schlimm gefunden habe, dass die Leute nur, weil sie wissen, wie ich aussehe oder was ich für Kleider habe, irgendwie mich supporten wollen. Denke ich, also, aber sie kennen mich ja nicht. Und wegen dem habe ich das auch angefangen, mehr zu reden. Also ich habe jetzt auch vor allem auf Insta, dass ich viel mehr probiere zu reden. Aber weil ich täglich poste, schaffe ich es nicht immer zu reden. Ich tue wirklich jeden Tag mindestens ein TikTok und ein Reel posten. Und das ist so, manchmal also du hast nicht jeden Tag eine Idee zum Reden und eine Idee zum Lip-Synken. Eben. So in der Schulzeit habe ich noch so viel zu erzählen gehabt und jetzt hocken wir so daheim und alle anderen leben so das Leben. Das ich muss mal Schulstories auspacken. Ich glaube, das muss ich machen. Aber dann kommt, das ist eben geil, wenn man das Gedächtnis hat. Ich weiss nichts mehr von der Schulzeit. Echt? Ich weiss nichts. Ich weiss noch alles. Alter, ich habe so viele Lehrer-Stories, die einfach... das erzähle ich mir nicht in meinen TikTok. Ja. Wir auch. Ich glaube, bei uns an der Schule ist ja der riesen Skandal gewesen, dass der Lehrer suspendiert worden ist, weil er etwas mit Mädchen hatte. Was? Ja. Oh mein Gott. Darf man so etwas sagen? Ja, man weiss ja nicht, welche Schule und welche Lehrer. Ja, das stimmt. Der Lehrer ist eh nicht mehr an der Schule, also ist alles gut. Oh mein Gott. Ja, aber ich habe wirklich krasse Storys. Ich muss das mal machen, das ist mir gerade inspiriert. Warte, ich schreibe so Notizen. Nein, dann machst du es nicht. Bei uns hat es auch so einen Sportlehrer gehabt, wo es geheißen hat, dass der so mit... Es sind immer die Sportlehrer. Ja. Bei mir ist in der Oberstufe war es der Mathelehrer gewesen. Und der ist actually auch, der ist immer dort gelassen worden, weil er es gut hatte mit dem Schulleiter. Ja. Aber alle haben reklamiert, auch die Eltern sind so gewesen, sorry, das geht nicht, was der sagt und so. Es hat so eine in unserer Klasse, hat so immer so ein bisschen so Anime-Style Kleider angelegt. Und sie hat so ein Top, sie hat halt grosse Brüste gehabt. Also wirklich so, halt für das Alter halt auch krass, oder? Und das ist ja sonst schon unangenehm als Mädchen, wenn du so merkst, so, alle schauen drauf, du kannst so nichts dafür, aber du hast halt einfach Brüste. Und dann hat sie so ein Top gehabt, das so ein Loch da hatte. Ah, ja. Also Anime, und sie hat immer so Röckchen angehabt und so. Und wir hatten mega strenge Kleiderordnung gehabt. Du musst eigentlich am Röckchen bis über die Knie gehen, wenn ich mal dafür Trainerhose anhabe und so. Du hast auch die Schulter nicht gesehen dürfen, so einen Scheiß, Alter. Und sie hat in Basel? Oder nein, im Aargau. Ah, okay. Und sie hat Zero Fucks gegeben. Und dann ist der immer zu ihr und hat das halt so mega kommentiert. Und dann einmal, wo sie das Loch drin hatte, sagt sie so, hast du da ein Guckloch? Und so. Und dann hat er eine Serviette genommen, also weißt du, die immer an der Wand war, ich weiß nicht, ob das zum Hand abdrücken, genommen und hat ihr das so dort dran gemacht, dass man nicht mehr durchsieht. Das heisst, der hat ihr so basically an die Titten gelenkt und wir alle sind so dort. Oder wenn wir die Wandtafeln putzen mussten, haben wir alle Mädchen haben immer so ein Jäckchen genommen um den Arsch gebunden und so, weil er hat uns immer so grusig auf den Arsch gebunden. Ja, okay, so einen habe ich auch gehabt. Und dann ist er, irgendwann hat das eine Kollegin von mir hat das gemacht beim Tafelputzen und er so, nein, musst du nicht machen, weisst, ich schaue nicht und so. Oh mein Gott. Ja, Alter. Bah. Bei mir ist, ich glaube, etwas vom Schlimmsten, was der Lehrer mal zu mir gesagt hat, wo einfach so mit meinem Kopf grusig war. Darf ich sagen, was für ein Lehrer? Ja, war ein Zeichnungslehrer. Unser BG-Lehrer ist auch richtig gefickt. Ja, die sind auch sass. Und also dann, alle Männer? Nein, ja, man. Was soll ich jetzt sagen? Ja, genau. Und dann bin ich dort in die Klasse reingekommen und ich höre noch, wie er so zu einer sagt, ich finde jetzt den Namen Anna, sagt er so, Anna, heute Nacht habe ich von Ihnen geträumt. Was? Und dann die Anna mäßig so, oh mein Gott, so voll so schockiert geschaut. Und wir sind schon, ich weiß nicht, wie alt sind wir gesehen, 17, 18, so. Und dann schaut sie so schockiert an und ich stand gerade in der Tür, ich schaue ihn auch so schockiert an. Und er so, Anna, musst du dir keine Sorgen machen, sonst träume ich jede Nacht von der Philippa. Ich stand in der Tür, ich war mir so schlecht geworden und ich habe einfach nichts gesagt. Eben, man hat nie etwas gesagt. Oh, und wenn das ist so schlimm. Wir müssen nachsitzen oder so, aber du hast nichts machen. Ja. Es ist richtig schlimm. Also wir haben dann zwar gegen den Lehrer bei unserer Klassenlehrerin so gesagt, ja, der macht wirklich viele Sachen, weil der hat auch so touchy gesehen und hat irgendwie Notmädchen bevorzugt und so. Ja. Aber das kommt dann nie durch, weil der auch mit der Schulleitung super close war und so.
Alter, eben, und der Mathelehrer, der ist dann wirklich, wo dann mal eine andere Schulleitung war, wo eben auch Vater von einer war, wo dort in der Schule ist er dann gespickt worden. Und dann ist aber nochmal eine andere Schule, und jetzt ist er einfach zurück an dieser Schule, Bro. Haben wir Leute geschrieben, die das wissen, wer der ist und so. Das ist so schlimm. Vor allem, wirklich. Weißt, nicht mal so Gimmi, wo du so langsam so alt genug bist, um so die wehren oder so, sondern so, du bist so 13. Schrecklich. Ja. Mega schlimm. Ich hatte jetzt auch einen gegeben, der mich mal... das war mein Englischlehrer gesehen. Oh mein Gott, der ist zum Glück nicht mehr schuld. Wir mussten so 2 Zeitformen in Spalten schreiben. Und ich habe alles richtig gemacht, aber ich habe die Spalten vertuschelt. So, kein Problem, er hat mir viel richtig machen. Und wir mussten führen gehen zu ihm und ihm dann das Heft zeigen. Und er hat dann vor der ganzen Klasse gesagt, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Boah. Und ich gehe nicht für mit dem Heft, so voll selbstsicher. Ich bin immer gut gesehen in Englisch, so, was das Zeug angeht. Ich dachte, ich habe das richtig gemacht. Leg so an und er schaut mir an, so, oh mein Gott, Philippa. Und ich so, was? Ich habe gedacht, Und dann auch so, wenn du so Sachen vertuschelst, wie die 2 Spalten, dann weiss ich genau, wie du wirst enden. Du wirst nämlich später bei den falschen Männern ins Auto steigen und wirst als Schlampe enden. Was? Und ich stand vor der ganzen Klasse. Es sind wirklich Geschichten, ich würde mir selber nicht glauben, wenn ich das gerade hören würde. Oh. Er hat einfach gesagt, du wirst als Schlampe enden vor der ganzen Klasse. Und ich stand dort, ich war 12 gesehen. Oh mein 11, Gott. 12. Alter. Oh mein Gott. Ja, und ich einfach so, Entschuldigung, es ist doch nur 2 Spalten vertüstelt. Also nein, es sind nicht nur 2 Spalten. Und so voll. Bro, aber was sind das für komische Opfer, wenn du dir das mal aus Erwachsenenperspektive anschaust, dass sie so zu 12-Jährigen so sind? So, wer hätte ihn verletzt? Englisch, er ist, ja. Oh mein Gott. Ja. Alter, bei mir ist auch, wir haben mal so einen Aushilfelehrer gehabt. Und der ist so mega müde. Alle haben ihn so cool gefunden, weil er so auf cool probiert hat zu machen, aber ich habe ihn mega scheiße gefunden. Und dann bin ich irgendwie mit dem Velo in die Schule und bin fett auf die Fresse gefallen und ich hatte so eine Strumpfhose unter meiner Hose angehabt. Und dann ist das so mit den Wunden so verklebt, die offen ist. Und dann habe ich gefragt, ob ich aufs WC gehen darf, weil ich eine Wunde, ich habe so extra gesagt, so wegen was und so. Und er so, ja, kannst du. Und so. Und ich hatte das Handy hinten in der Hose drin gehabt. Und dann stand ich auf und will rauslaufen und dann sieht er mein Handy in meinem Arsch. Ja, wieso? Und wieso? Schaust du an, Bro? Und nachher ist er so, nee, also das Handy musst du hier lassen. Und ich so, irgendwie habe ich schon mal mit dem Beef gehabt, und darum bin ich schon so pissed gewesen. Ich so, aber ich mache ja nichts, was soll ich jetzt machen? Ich gehe kurz aufs WC und komme zurück. Nein, drehen Sie sich nochmal um, hat er dann gesagt. Weil ich bin halt so, halt dann zu ihm geschaut und nachher auch so, nein, dreh dich nochmal um. Und ich so, nein, ich drehe mich jetzt da sicher nicht um. Einfach von der ganzen Klasse. Keine Ahnung, 14 oder so. Oh mein Gott. Und er so, nein, du musst dich jetzt umdrehen, zeig jetzt das Handy und so. Und ich so, nein, und bin einfach rausgelaufen. Oh, ist das gruselig. Und dann säckelt er mir hinterher und ich so, Handy, komm, Handy. Und er zieht es mir so selber aus dem Arsch. Oh. Und ich schaue ihn so an, mit so Tränen in den Augen, weil ich immer so, wenn ich hässlich werde, dann so anfange zu heulen. Dann gehe ich, und das WC war halt genau dort, ich gehe so rein und schlage die Tür so zu, dass sie fucking kaputt gegangen ist. Und komme dann nachher so wieder zurück rein, so zack. Können Sie mir mein Handy wieder geben? So, so eine Queen. Nee, du kannst das haben sie ja noch duzt. Du kannst es nach der Stunde wiederholen. Und nachher... Aber du hast dich voll wehren. Ich habe immer alles... Dort habe ich halt so habe ich so keinen Bock mehr gehabt. Da bin ich so gewesen, Alter, fickt euch, wer auch immer mir im Weg steht, ich fick deine Mutter. Und dann... Du darfst nicht fluchen. Ja, fuck, stimmt. Und dann... Also, das war natürlich nur meine Kunstfigur, die jetzt gesagt hat, fick deine Mutter. Das war nicht ernst gemeint. Und wenn die Person das gehört, du kannst mich nicht anzeigen. Gut, das ist klargestellt. Sehr gut. Und dann habe ich nachdem noch bleiben, nach der Stunde allein mit ihm im Raum und so und über das reden. Und ich habe so gesagt, Alter, du hast gerade von der ganzen Klasse meinen scheiß Arsch anschauen, jetzt muss ich da allein... Das nur, so dass ein Lehrer das Gefühl hat, ein Mädchen, ein minderjähriges Mädchen allein in einem Raum mit ihm lassen. Nein. Nicht mehr in der heutigen Zeit. Nein. Können wir männliche Autoritätspersonen abschaffen, wenn sie so... Ich finde wirklich, wir müssen so einen scheiß Test... Also, du hast wirklich wenn du Lehrperson werden willst, hast du eigentlich so einen Test, so ein Assessment, ob du geeignet bist für das. Echt? Aber ich weiß nicht, ob das neu ist. Ich glaube schon, weil früher, die haben im Fall in diesen ganzen... Oh nein, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber anscheinend irgendwie nur eine einzige Woche, wo sie so über Sozialkompetenzen irgendwie gelehrt worden sind. Aber jetzt ist das ja richtig so im Fokus eigentlich. Zum Thema Sozialkompetenz. Oh mein Gott, ich habe mal einen Aufsatz mit einer Lehrerin abgegeben und sie hat dann mit mir darüber reden, wie
der ist so, wir haben mit jedem ein Einzelgespräch geführt und das sind alle in der Klasse währenddessen, dass wir dich erst so bloßstellen. Wir haben Franz mündlich-Test so gehabt. Oh. Ich hätte mich, glaube ich, gewehrt. Ich bin auch im Anwalt gekommen. Ich habe so halb geflüstert immer. So schlimm. Ja, also weiter, sorry. Und dann, genau, und ich muss führen, um das zu besprechen. Und dann sagt sie so, ja Philippa, ich bin voll stolz auf den Aufsatz gesehen, gell? Weil ich bin eigentlich gut im Aufsatz, bis zu diesem Aufsatz. Anscheinend habe ich voll ein Thema verfehlt. Und sie so, ja Philippa, an dem Aufsatz merkt man einfach, dass sie zwar wirklich eine gute Sozialkompetenz haben, aber das gehört nicht ins Gymi. Sie sind auch falsch. Also ich würde ihnen wirklich, ich glaube im Kindergarten oder so sind sie gut aufgehoben, aber sie haben einfach so eine Sozialkompetenz, dass ihre Intelligenz darunter leidet. Ich so, Digga, ich mache da gerade meine fucking Matura und ich schaff's und meine Noten sind gut, also okay. Fick dich, sorry, habe ich dir gesagt, dass du mir so etwas vor der ganzen Klasse sagst. Ja, danke, dass ich gute Sozialkompetenz habe, das ist nicht nett gemeint gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so hässig geworden. Alter, bei mir auch im Gymi, also vielleicht Geschichtslehrer. Wir müssen durchaus aufpassen, Alter. Plötzlich haben wir 5 Klagen am Kopf. Ja, ohne Scheiß. Allegedly, die Geschichten sind alle erfunden. Ja. Wir sind so nach dem Mittag haben wir die scheiß Stunde gehabt und der ist immer so, also alle, bis zum, das ist so im ersten Jahr, wo wir den hatten, aber so bis zum Schluss haben wir den alle gehasst. Der hat so einen basically fast aus dem Gym gemobbt bei uns in der Klasse. Jede Stunde hat er ihn so angeschaut, du bist so sturzdumm, Alter, was machst du da? Gott, wie kann man? Und, so. Und es ist so Geschichte, weißt du, es ist nicht Deutsch, also fuck off, es ist ein scheiß, es juckt niemand. Wir müssen ja nicht mal genügend, wir müssen einfach unsere Punkte haben, habt deine Fresse. Dann ist sind wir nach dem Mittag, irgendwie, ich und meine Kollegen mit so H&M-Säcken reingekommen, weil wir über den Mittag irgendetwas gekauft haben. Und dann hat er uns irgendetwas gefragt und wir haben die Antwort nicht gewusst. Und dann, also, wir haben auf Englisch gesagt, also, did you leave your brains at H&M or what? Ja. Und so richtig so, immer so, alte Fitti, wir sind aus einem Grund da. Ja. Wir sind irgendwie da angekommen und das Gymi ist im Fall auch nicht gerade so elitär, so, habt die Fresse, wir sind da nicht im Masterstudium, machen Doktortitel. So, wir sind im scheiß Gymi, du musst mir nicht sagen, ich bin ein Kindergärtner, nur weil ich nicht weiss, was fucking Gedichtsinterpretation wäre. So, Alte. Das sind die Lehrer, die immer das Gefühl haben, so, ihr Fach ist das Wichtigste. Ja. Und wenn du das nicht beherrschst, bist du futzdumm. Das ist so peinlich. Oh, schrecklich. Ja. Period. Jetzt lese ich mal vor, was die anderen haben wissen. Oh ja. Hallo, willkommen von im Jenseits. Das hat nicht aufgenommen, aber eine Person hat uns gefragt, wie wir damit umgehen, anders zu sein als andere Menschen. Wie meinst du, sie anders spielt? Jetzt fühle ich mich ein bisschen gemobbt. Nein, sie fragt uns. Aha, das ist so allgemein, so wir sollen über das reden. Vielleicht, weil wir Influencer sind, oder wieso? Okay, Annik, wir sind ja eigentlich die basicsten Menschen auf der Welt. Wirklich? Nicht? Ja, wahrscheinlich wegen dem. Oh, du kannst gerne anfangen, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Frage. Boah, ich weiss nicht, weil ich komme gar nicht damit klar, wenn ich so das Gefühl bekomme von, ich gehöre nicht rein. Aber anders sein heisst ja nicht unbedingt, dass man nicht reinpasst. Ich kenne so viele Leute, die so richtig strange sind, so auf eine Art, aber wir finden so... Wahrscheinlich noch, also kennst du die? So die Leute, die so, also mega spezielle Kleider anlegen oder so voll auch speziell reden oder so, aber du bist so, ja, das ist einfach das ist einfach die Person Ursula, und es wird akzeptiert. Sie ist einfach so und du bist so, ja, das ist ja halt sie und alle finden es so cool, aber du musst nicht selber unbedingt so sein. Ich bin glaube voll das Opfer, was das angeht, weil ich so voll die Angst habe, nicht reinzupassen. Ja, same. Also ich kann nicht einfach zu dem stehen und bin so, ja, wenn mich jemand nicht mag, dann sondern ich bin so, mein Gott, wieso mögen sie mich nicht? Und so. Ich bin schon an dem am Arbeiten, immer noch irgendwie. Same. Aber es ist irgendwie noch, immer noch schlimm. Und auch wenn jetzt irgendwie jemand aus einer Freundesgruppe sagt, ja, Philippa, komm doch auch, dann bin ich so, ja, und was ist mit allen anderen? Ja, same. Du musst erstmal alle anderen fragen, ob es okay ist. Aber das habe ich immer, wenn ich da ankomme. Wieso? Ja, weil mega oft sind so viele Leute da. Und dann bin ich so, ja, aber die hassen mich sicher alle, außer Eileen. Ich nicht. Und dann will ich nicht Kunst stören. Emma, ich nicht. Siehst nur sie nicht, aber alle anderen schon. Nein, oh, ich weiss ja nicht, von wem du jetzt geredet hast. Wir in dieser Wege nicht. Group. Ja, aber die mögen mich auch nicht. Das ist ja nicht meine Friend Group. Doch. Weißt du, die eine Person, die ist ja jetzt nicht allgemein in einer Friend Group. Die hat mich auch nie mögen. Die juckt mich auch nicht. Ja. Dort habe ich aber auch das Gefühl, also alle haben Angst vor ihr. Das ist okay. Das finde ich wieder okay, wenn du weißt, so jemand hat einfach... Also, jemand hat niemand gern, ist so, ja, dann liegt es nicht an mir. Aber kennst du die Leute, die so mit allen gut haben? Oh mein, und ich hasse, ja, ich habe eine Person, ich bin mit der richtig gut gewesen, und jetzt ist sie so ziemlich auf BeReal entfernt, nicht in enge Freunde und so Haus, also so eine WG, boah, ich hoffe, die Person sieht das nicht. Weiss ich, wer das ist? Nein, ich glaube nicht. Aber die haben jetzt zum Beispiel, also die so Person, genau, E-Bikes-Party, danke, so meine 2 Mitbewohnerinnen eingeladen per Textnachricht und mich nicht. Und ich weiß so, was habe ich dir gemacht? Hä, ist nichts passiert in der Zwischenzeit? Nichts. Dann ist ich glaube, einfach ein persönliches Problem mit mir. Ich weiss es nicht, wieso. Ja, aber eben, wieso?
Ich weiß es nicht. Was hat das Gefühl, wer sie ist? Jetzt sind sie fähig. Ja, ich glaube so. Ja, also dann ist es nicht begründet. Ja. Weil du bist ja nicht verändert als Person. Danke. Ja, ich weiß auch nicht. Und das ist so, das juckt mir am Anfang immer mega und dann bin ich irgendwann so, hey, weißt du, so, mein Gott, ich habe mein Small Circle und ich weiß, welche Leute mich gerne haben und ich weiß, dass ich ein gutes Herz habe. Wenn du mich hasst, mach. So, also bei solchen Leuten bin ich dann auch, am Anfang verletzt es mich und irgendwann bin ich so, who cares? Boah, ich bin im Fall, glaube nie so who cares. Also ich rede es mir dann so ein, aber ja, innerlich bin ich trotzdem... Eigentlich, wenn du jetzt daran denkst, macht es immer noch hässlich, weil du bist so, hä, ich hab gar nichts gemacht, weißt du, so, ja, aber es ist so wie, je mehr Zeit vergeht, desto mehr vergisst du und desto mehr ist so, ja, okay, dann halt nicht so. Ja, fair. So beim ersten Mal bist du so, wow, aua. Also, ja. Ja, also, wir haben kein Tutorial. Vor allem, ich habe das Gefühl, wir sind halt auch so Typ Mensch. Also ich glaube allgemein so Leute, die auf Social Media gut ankommen, egal ob man jetzt Influencer sagt oder nicht, sind ja eigentlich Leute, die einfach genau wissen, was machen, um Leuten zu gefallen oder auffallen oder so. Und das sind ja eigentlich Leute, die insecure sind oft, weil du immer probierst, zum gefallen und so neue Trends und du musst immer dabei sein und du musst immer alles wissen. Und die Leute interpretieren das immer so als, oh, du bist mega cool und dabei sind wir so, ich muss dazugehören, hoffentlich finden mich alle cool, darum sage ich jetzt nur Sachen, die die Leute cool finden würden. So schlimm. Es ist ganz schlimm. Und alle, also wenn du mal an alle Leute denkst, so mega viele haben genau das. Stimmt. Und ich habe eben, das habe ich von dir auch nie gewusst. Für mich bist du, als ich dich nur von Social Media kennt habe, bist du für mich so eine Person, die so selbstsicher ist, so ihre Meinung sagt und einfach so, wow, die ist stark. Und dann habe ich dich in echt kennengelernt und du bist ja trotzdem stark und alles, aber wenn es dann um neue Situationen geht oder irgendwie jetzt in eine Gruppe reinzugehen oder so, dann bist du genau wie ich auch oder ähnlich so in dem, oh nein, ich glaube, die mögen mich nicht und so. Und das ist so, das sieht man einfach nicht auf Social Media, weil es niemand zeigt. Aber das meinen auch mega viele Leute, die mich nur zum Beispiel so von der Uni kennt haben oder so. Echt? Einfach weil die Leute das so voll als, wenn du deine Meinung sagen kannst, dann heisst das, du bist so und so und so. Nein. Und dabei so, ich kann schon meine Meinung sagen, aber danach gehe ich heim und bin so, ich habe meine Meinung gesagt. Oh mein Gott, was habe ich jetzt gerade gemacht? Oh mein Gott, ich hasse mich jetzt alle und ich bin so scheiße. Ich bin genauso in der Schule, also jetzt so, früher noch nicht, früher habe ich mir alles so gefallen, aber so im Gymi, ich habe so angefangen, wirklich einfach zu sagen, was ich denke und ich habe so viel Beef angefangen mit Lehrern, das ist richtig unangenehm. Ich habe so viele Diskussionen, so viele Stunden in der Klasse verschwendet, oh mein Gott, same. wo ich diskutiert habe und bei mir sind Leute gesagt, oh mein Gott, so geil, dass du so viel diskutierst, wegen dem haben wir jetzt einfach keine Mathe gehabt, oh mein Gott, so geil, mach weiter und andere so, wir wollen Mathe machen, wieso diskutierst du? Aber ich habe halt nicht akzeptiert, dass da jetzt so irgendetwas rassistisch sagt oder so. Ich bin dann fucking ausgerastet und dann sind alle so gesagt, wow, du schaffst das voll stark zu reden. Daheim, ich habe brüllt eine Stunde. Meine Mutter so, Maria. So, und das ist so, nur weil du das kannst, wie du es gesagt hast, heisst nicht, dass du in allem so sicher bist. Alter, also, ich bin einfach genau gleich. Krass. Und meistens ist es so, wir haben so immer so quasi im Klassenchat oder so, alle so einen Abend lang darüber diskutiert, so, oh mein Gott, das geht gar nicht. So. Dann bin ich immer die, die es gesagt hat und am Schluss hat niemand anders etwas gesagt. Same! Alter, und dann bin ich so... Ich habe mich so hintergangen gefühlt. Die anderen, also, Alter, fickt euch. Ihr seid so, wir müssen das ansprechen und so. Nachher, wenn die Lehrperson fragt, ja, hat noch jemand anderes ein Problem damit? Also, Alter, nein. Alter, das ist schlimm. Bro, schlimm. Gym ist so eine stressige fucking Zeit, nur schon sozial gewesen. Das stimmt. Oh mein Gott, Hot Girl Summer ohne Friends, geht das? Oh. Hä? Hot Girl Summer ist doch eigentlich basically nur, dass man rumfickt oder nicht. Für das brauchst du wirklich keine Friends. Es gibt viele Definitionen von dem. Hast du mal einen Hot Girl Summer gehabt? Ich schon. Also so... Mit rumficken? Nein, aber so... so, wow, I'm free. Jo, so. Safe. Ja. Vor allem auch nach meiner fast 2-jährigen Beziehung. Die ist dann zwar auch Ende Sommer zum Ende gegangen und dann halt ein halbes Jahr später bin ich so gesehen, oh mein Gott, jetzt bin ich wieder over the heartbreak und oh mein Gott, ich lebe mein Leben, ich mache alles, was ich will und so. Aber ja, ohne Friends. Such dir Friends. Ich habe nicht so viele Friends, ich kann nichts sagen. Ich habe nicht so viele Friends. Alter, du hast viele Friends. Ich habe nicht so viele enge Friends. Im Vergleich zu mir ist viel. Ich lebe ja so 1,5. Müsli, du musst mich auch als dein Friend zählen. Nein, du bist nicht mein Friend. Oha? Du bist Oha? Doch, du bist mein Friend, aber du willst mich auch nicht irgendwie zu close Doch, zählen. Weil du die privatesten Sachen von mir weißt. Weißt du mein größtes Geheimnis? Ja. Und wer weiß das? Vielleicht noch 3 andere Leute. Vielleicht 4. Aber du hast es mir gezwungenermaßen erzählen. Nein, ich hätte es dir nicht erzählen. Ich habe es vielen Leuten schon angeschaut wegen dem. Okay, fair. Also, du bist mein Friend. Wenn ich nicht dein Friend bin, dann... Aber du würdest nie im Leben zu mir kommen. Ich schaue die ganze Zeit an und ich muss es sagen. Du würdest nie im Leben zu mir kommen, wenn du traurig wärst oder so.
siehst. Wenn es um gewisse Sachen geht, schon. Fresse, Alter. Ich würde auch nicht Ich bin nicht traurig. Wir sind nie traurig. Ich gehe aber zu niemandem, wenn ich traurig bin. Ja, ich gehe zu meiner Mutter, sonst niemandem. Zu meinem Freund. Also. Du hast fast den Namen gesagt. Piep. Nein, aber das ist ja nicht, du musst ja nicht wie alles erfüllen und alles nur der einen Person sagen, um dass es ein Friend ist. Ja, fair. Aber das ist eben, darum habe ich auch das Gefühl, ich habe keine Kollegen. Weil ich mega so die Kriterien sehe, weil ich das Gefühl habe, alle anderen haben das. Weißt du, so, alle anderen haben so 5 Kolleginnen, die sie so alles erzählen und alles wissen und jeden Tag miteinander chillen und ich habe das nicht. Und dabei hat das aber wenn du willst, dann erzähl ich dir gerne meine Probleme. Aber ich habe das Gefühl, du bist dann so jemand, der so, Bro, wieso erzählt sie mir so Zeug? So, nein, ich bin so, wow, sie erzählt es mir. Echt? Ja. Okay, aber jetzt Emma. Oh nein. Leute, ich habe eine neue Person, die meine Probleme löst. Niemand sonst will mir zulassen. Oh, ich Nein, ich finde das schön, dass wir darüber reden. Ich erzähle dir meine Probleme aber nicht. Weil ich erzähle niemandem meine Probleme. Nein, ich habe das Gefühl, bei meinen Problemen sind die Leute können mir... Literally, wenn ich ein Problem habe, das mich traurig macht, es ist einfach straight up ein Problem. Niemand kann mir helfen, weil es ist nicht lösbar. Aber so Familie oder so ja, zum Beispiel. Niemand kann mir sagen, nein, es ist nicht schlimm oder schau, du machst so und so, weil alle sind so, oh mein Gott, das ist wirklich mega aber schlimm. Das ist ja nicht das, was du von einer Freundschaft willst. Das ist wie, wenn ich meine Probleme erzähle, ich will nicht, dass mir jemand einen Tipp gibt. So, ich weiss selber, wie ich es löse oder ich weiss selber, dass es nicht lösbar ist. Ich will nur, dass mir jemand zulässt und sagt, du bist wirklich eine Arme. Und dann bin ich so, ja geil, und dann ist es wieder besser. Du brauchst manchmal wirklich nur jemanden, der einfach nur die Ohren offen hat und vielleicht nicht währenddessen am Handy ist und so, ja, juckt mich nicht, sondern einfach dir zulässt und danach kann auch einfach nichts zurückkommen. Ja, ich habe auch Freunde, die einfach nicht antworten und es ist gut. Nein, also Antwort. Ja, aber ich meine nicht antworten, sondern einfach so sind so, oh ja, verstand ich. Und das ist geil, weil es ist so, du hast mir zugelassen und... Aber das ist für mich wie so, ich will nicht jemanden belasten mit meinen Sachen, wenn es dann nicht mal so... Weißt du, ich habe das Gefühl, ich kann nur zu jemandem kommen mit meinen Problemen, wenn es so ist, bitte hilf mir, ich brauche eine Lösung von dir. Nein. Und dass sie dann wirklich etwas machen können, weil sonst bin ich so, ja, für was kann ich dir erzählen, du kannst mir eh nicht helfen. Nein, das musst du arbeiten immer. Jetzt frage ich dich jeden Tag, was dein Problem ist und was deine schöne... Oh mein Gott, ich schwöre, ich habe jeden Tag ein Problem, das ich sagen kann. Ja, ich finde das toll. Oh mein Gott, ausziehen, wenn Eltern kommunizieren und so weiter. Ja, das musst du jetzt sagen. Wie ist das gelaufen? Weil du bist... Wie alt bist du gewesen? 20. Das ist sehr früh. Ja, schon. Ich bin noch in der Schule. Ich habe es mega gut daheim. Wieso? Ich bereue es auch, dass ich während der Schulzeit schon ausgezogen bin. Ja, also das ist wirklich fucking... Du bist ein Soldier. Also, bei mir ist es so gesehen... wie ist das gesehen? Ich habe mit meinen 2 jetzigen Mitbewohnerinnen mega viel chillen, so ab dem Sommer. Und wir sind dann wirklich täglich aufeinander gehockt, einfach weil wir es super lustig hatten und einfach the best time of our lives. Und irgendwann sind wir so gesagt, oh mein Gott, Leute, komm, wir ziehen irgendwann mal zusammen. Und dann ist es halt so gewesen, dass irgendwie jemand gesagt hat, ja komm, wir ziehen jetzt zusammen, wieso nicht jetzt, wir sind einmal jung und so. Und dann wir so, ja, so ein bisschen YOLO-mäßig. Und dann wir so, oh mein Gott, okay, komm, wir schauen mal nach Wohnungen. Keine Ahnung, wie das gegangen ist, auf irgendwelche Apps geschaut. Und ich habe mich am wenigsten darum gekümmert, weil ich so gesehen habe, bei mir ist es nicht dringend. Ich habe es super daheim, es ist super toll. So, ich würde enjoyen, auch noch so ein paar Monate daheim zu wohnen, aber ich bin auch so YOLO-mäßig unterwegs. Und dann haben sie eine Wohnung gefunden und sind die besichtigen und ich bin sogar dann noch daheim gewesen. Ich so, Leute, ich kann nicht mitkommen, ich muss lernen. Ich habe glaube ich nicht gelernt, aber so mäßig, ich habe keinen Bock, aus dem Haus zu gehen. Ja, und dann sind sie gegangen und sind so zurückgekommen und haben gesagt, oh mein Gott, das ist die geilste Wohnung. Das ist übrigens die. Sie haben wirklich eine geile Wohnung. Danke, nur unser Sofa ist hässlich, Leute, don't judge. Porno-Sofa. Wir haben so geschenkt bekommen, weil die Sofas sind teuer. Oha. Ja. Aber das ist voll gute Condition. Geil? Hm? Ja. Ja, weiter. Ja, und dann haben sie die Wohnung gefunden und dann haben wir gesagt, ja komm, wir bewerben uns mal aus Spaß. Haha. Und dann hat Eileen den Anruf bekommen. Ja. Dann sind wir in der Uni gesessen und sie so raus so, wenn Sie die Wohnung wollen, Sie können sie haben. Wir haben so gedacht, wir 3 Mädchen, alle Studenten oder Schülerinnen verdienen fast kein Geld. Wieso sollten wir die bekommen, nicht irgendwie eine Familie oder keine Ahnung. Und dann haben sie doch trotzdem bekommen. Wir haben uns irgendwie gegen 15 andere Bewerber einfach gewonnen. So, wow. Und dann sind wir so gesehen, wow. Und dann hat Eileen uns so überrascht. Und so, sie sind zu mir heimgekommen und sie so, wie wollen wir etwas sagen? Ich so, was? Wir haben eine Wohnung. Und ich so, oh mein Gott. Hast du aber bis dann noch gar nicht mit deinen Eltern darüber geredet? Ich habe irgendwie gesagt, dass wir mal schauen und so. Aber nicht sind gross. Sie einfach so chillig oder wie? Ja, das Ding ist, meine Schwester war schon ausgezogen und wegen dem war es so so etwas Normales. Und ich rede mit meinen Eltern über alles. So, wegen dem habe ich es auch angesprochen. So, ja, sie sind eine Wohnung besichtigen. Und dann haben wir die bekommen und dann haben wir so überlegt, ob wir es unterschreiben.
Und sie sind so voll, die beiden sind so voll gesagt, ja, wir machen das. Und ich so, oh mein Gott, wirklich jetzt? Und weil dann ist so 1 Monat später, dass wir ausgezogen. Das heisst, ich habe 1 Monat Zeit gehabt, um mir zu überlegen. Oh mein Gott. Und dann haben wir es unterschrieben, wir haben es sogar gefilmt und so gesagt, oh mein Gott, weißt du. Und dann sind wir einen Monat später da gewesen. Und es hat zwischenmenschlich immer passt bei uns. Es ist wirklich, also klar, man hat einmal irgendwelche Streits oder so mäßig rum, das mal auf und so. Aber es hat mega gut gepasst. Das einzige Problem war, dass ich dann noch ein halbes Jahr Schule hatte mit Abschlussprüfungen und einfach mental ist es mir nicht mehr gut gegangen in der Zeit, einfach wegen Stress. Und jetzt im Nachhinein würde ich erst nach der Matura ausziehen, so, weil ich dann auch mehr helfen im Haushalt und so, weil in diesem halben Jahr haben sie mega viel gekocht und mega viel geputzt und ich bin immer noch so gesagt, sorry, ich muss lernen. Ich habe wirklich viel gelernt. Ja, und sonst ist es mega geil. Aber was ist nicht vorgesehen? Ich habe irgendwie den Faden verloren. Wenn man das macht und wie man es so sagt. Also ich bin sehr viel ausgezogen. Man kann sich easy Zeit lassen. Ja. Also, ich finde so, das ist aber so das Nächste so, du musst ja irgendwie auch schauen, dass du irgendwie genug Geld hast für das. Man unterschätzt so krass. Eben, aber wie, oh mein Gott, ich bin so broke gewesen. Eben, und ihr habt ja alle so eigentlich kein Geld gehabt. Nein, wir sind wirklich von Miete zu Miete gesprungen, irgendwie mit so Spaß am Leben. Wir haben uns nie etwas gegönnt. Ich bin nicht mehr irgendwie auf Partys oder so, weil ich kein Geld hatte. Ich habe in der Mensa nichts mehr gekauft, obwohl ich sonst täglich irgendeinen Mate mir gegönnt habe. Es war wirklich am Limit gewesen. Und dann ist zum Glück Social Media gekommen. Ja, jetzt sind nur noch die anderen am Limit. Ja. Shit. Losers. Ja. Aber würdest du sagen, so, das ist nicht ein so limitierend, also würdest du es immer noch machen? Ausziehen? Wenn du, geh jetzt mal davon aus, du würdest jetzt nicht Geld mit Social Media verdienen, sondern einfach mit dem immer zusammenkratzen und so, wärst du dann lieber nochmal daheim? Ich wäre lieber nochmal daheim. Weil ich glaube, das wird mich, also ich glaube, es kommt auch auf so Verhältnis zu Geld an, aber mich stresst das so, nur schon, wenn ich so merke, so auf meinem Geldausgabekonto wird es weniger. Ich weiss, ich habe mein Sparkonto, aber so... Ich habe mein Sparkonto in die Wohnung gesteckt. Ja, kein Sparkonto alles mehr. Sparte ausgeben. Alles. Alter, das ist sonst so hätte ich es nicht können, weil es ist wirklich unnormal, wie viel Geld das zieht. Man checkt es nicht, auch wenn man daheim lebt, man checkt nicht, wie teuer Lebensmittel sind. Du checkst es wirklich nicht und auch schon nur Wäschmittel ist so... Oh mein Gott, ja. Ich habe zum ersten Mal Wäschmittel kaufen und meine Mami so gesagt, oh, wir haben keins mehr, kannst du kaufen? Ich so, Bro, what the fuck? Ja. Wir waschen unsere Kleider nicht mehr. Ich muss schnell meine Haare machen, du musst reden. Ist gut. Ich suche nächste... oh mein Gott, was habt ihr mal gemacht, aber tun es heute nicht zugeben? Oh. Uff. Das dürfen wir jetzt auch nicht sagen, oder? Bro, Nudes gemacht. Ich noch nie. Nicht? Ich rede nicht. Ich schwöre, noch nie. Weil ich einfach die grösste Panik habe von irgendwelchen Spionen. Ja, ist auch gut so, weil literally alle, die jemals das gemacht haben, irgendwo ist es geleakt worden. Ja, das ist bei mir auch so in der Schule, so, wo wir so 11 waren. So, ich bin ein Stock gesehen, hat halt Leute gehabt, die nicht mehr Stock waren. Die haben das irgendwie gemacht. Und es ist überall, ich habe so viele fucking nackte Mädels gesehen früher. Und ich bin so gesehen, das darf mir nicht passieren. Und wegen dem habe ich es nicht mal gemacht. Also nicht mal nur nicht geschickt, sondern nicht mal gemacht. Boah. Ja. Nein, ich habe so eine Phase, wo ich es einfach so gemacht habe. Also weißt du, so, eben auch nicht unbedingt geschickt. Aber es war so, bei uns haben das irgendwie alle gemacht. Ja, es ist so die Coolen haben, ja, es ist das jetzt auch noch so? Keine Ahnung, machen die Nacktbilder. Also eher so jünger sind. Bitte macht es nicht. Also no joke, das ist etwas, wo ich auch eigentlich nicht darüber rede, weil ich finde es auch mega peinlich. Und eigentlich ist weil es ist so vielen Leuten schon passiert, dass das so geleakt worden ist und so. Das ist es ist immer, eigentlich sind die Typen so Hurensöhne. Es sind auch immer bei uns so die so 17, 18 schon waren, weil wir sind noch in dem System, wo die 4 Jahre hatten und wir sind im neuen System und dann ist immer eine Stufe, ist wir noch so zu alt gewesen. 17-Jährige, die so mit 12-Jährigen geschrieben haben und so tun, als wären sie verliebt. Und so, schick mir die nach. Vertraut diesen Leuten nicht wirklich. Nein. Es wird nicht eure grosse Liebe sein, wenn ihr nach Nudes fragt. Nein, und vor allem nein. Und das Geile finde ich, die schicken immer selber auch, aber die Bilder werden nie geleakt. Ich habe auch schon. Aber bei uns ist das eben nie so gewesen. Bei uns einfach ein Fall und dann hat niemand mehr geschickt. Bei uns war so eine, die sich so, das tut mir so leid da im Fall. Sie hat sich so, ich sage jetzt mal spezifisch was, aber etwas ganz grosses, unhandliches reingestopft und hat so ein Foto gemacht, so von unten, wo man ihr Gesicht dann noch drauf gesehen hat. Und das darf man nicht machen, Leute. Das ist so, nicht das Gesicht und das haben einfach alle gehabt und sie ist sonst schon
unbeliebt gewesen, so ohne Grund. Ich habe die nicht kennengelernt, aber alle haben halt die immer so fertig gemacht. Und dann ist das gekommen und ich glaube, die ist im Fall nachher literally nicht mehr an die Schule gegangen. Und das ist so schlimm und im Moment so, alle machen mit. Ja. Ich glaube, wir haben auch so, weißt du, wenn sie an uns vorbeigelaufen ist, so ja. Aber Bro, die ist also so, Leute bringen sich um wegen dem. In diesem Alter bist du eher am fiesesten. Alter. Also dort wird jeder irgendwo gemobbt, irgendwie gecancelt, so. Oh, schlimm, mach es nicht. Was hast du jetzt etwas, was dir nicht zugibst? Ja. Was? Das weiß aber wirklich niemand. Und das sage ich jetzt auch nicht, das weiß eigentlich mal, also das weiß niemand. Nicht mal meine Mutter. Mann! Jo. Ja, du musst irgendetwas sagen. Nein. Nicht das, aber irgendetwas. Nein, hast du schon mal jemanden betrogen? Nein. Aber so grenzwertig? Nein. Okay. Nein. Ja, hast du nichts anderes? Nein, nicht so schlimm. Also ich würde jetzt nicht so... Also es ist einfach etwas, wo... Nein. Ich kann es nicht sagen. Es ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur so ein bisschen unangenehm und so. Wenn ich es jetzt erzähle, weiss eine andere Person das. Weißt du? Oh mein Gott. Ja. Aber kannst du mir nachher Nein, ich sage es dir nachher nicht. Es tut mir mega leid. Betrifft es jemanden, den ich kenne? Es ist etwas, das nur ich weiss und das ist toll. Ich habe nichts, was nur ich weiss im Fall. Ich habe alles schon mal jemandem erzählt. Ich auch. Ich kann meine Fresse auch nicht. Man hat nie etwas gesagt. Kannst du nicht irgendetwas Harmloses überlegen? Okay, warte. Bist du auch mal ein Mean Girl in der Schule? Oh ja. Also dann das. Wow, was macht ihr, um euch besser zu fühlen? Fressen. Ja. Oh. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Was ist? Oh, Paket. Doch, bei mir ist mal auf einem Paket, das mir geliefert wurde, ist einfach neben meinem Namen gestanden, oh mein Gott, die von TikTok. Alter, das ist so schlimm. Bitte hört, macht das nicht. Wenn ihr irgendwo etwas mit Adressen von Leuten vom Internet zu tun habt, tun einfach, als hättet ihr das nicht gesehen. Ja. Das ist fucking creepy. Unheimlich. Es ist wirklich einfach, oh. Bei mir sind es schon so Kindergarten-Leute und so, weil bei mir siehst du halt, wenn du dort wohnst und Pferde siehst und so, checkst du, dass das Mini... ja. Alter. Scheiße. Hast du aufgemacht? Ich habe meinen Freund erst gesehen und habe ihn geschickt, dass er so aus dem Fenster so «Hört auf», damit sie so checkt, meint er wohnt dort. Und er so «Ja». Sie so «Oh, Entschuldigung». Er so «Ja, schon gut». Ich so «Alter, das ist gemein zu denen». Bro, können wir nicht Leute... Oh mein Gott. Was? Ich will auch schauen, was für Fragen du hast. Was tun gegen Self-Shaming? Oh, ich brauche auch Tipps. Ich habe gestern... Das ist schlimm, ja, aber das ist schon viel besser geworden. Danke, ich muss dir etwas erzählen. Gestern so, ich liege im Bett, habe TikTok geguckt und dann kommt so ein TikTok von dem Chris, der immer so Harry Styles und so trifft. Egal. Und der so singt? Weiß nicht. Der immer so Rankings macht mit Taylor Swift und... Egal. Oh, auf jeden Fall Chris Olsen oder so heisst er. Und der hat so ein Video gemacht, so... Wieso hasse ich, also auf Englisch, wieso hasse ich eigentlich mich selbst so fest und wieso hasse ich es, mit mir selber Zeit zu verbringen? Ich meine, ich bekomme ganz voll schlimm. Weil ich meine, ich bin mein ganzes Leben lang ja nur mit mir selbst. Und ich einfach brüllen im Bett. Ich habe es gespeichert, ich fühle es. Ich glaube, ich muss es speichern. Ja, aber voll schlimm. Ich weiß nicht. Aber es ist wirklich so, du bist die einzige Person, die bleibt. Ja. Egal was. Und alles wird sich ändern. Aber wenn du es nicht denkst, so, deine Eltern sterben irgendwann, so literally alles. Ja, aber alles ist ja... Meine nicht. Nein, meine auch nicht. Auf jeden Fall meine Mami nicht. Das ist shadier übergekommen, als ich gemeint habe. Aber so, bei ihr ist es speziell wichtig, dass sie nicht stirbt. Ja. So. Kurze Sendepause. Die Flippa hat actually ein Paket bekommen. Das ist jetzt so behind the scenes, was Influencer so bekommen. Es ist ein Nix-Paket. Schaut. Falls ihr schaut. Es ist Fett Oil für die Lippen. Die Dinger da. Und Augenbrauen-Dingers. Willst du eins von denen? Ich habe von denen 3. Ja, ich will eins. Das ist... Danke. Bitte. Ich habe die nämlich nicht bekommen. Ich habe ja noch in meinem Zimmer von denen, das heisst, du kannst nachher schauen, weil ich doppelt habe. Ich muss mal mit all meinen, oder ich muss mal daheim schicken, was ich so auf Lager habe. Bitte, komm, ich habe so, ja, ohne Stress, wir machen so ein Tauschpaket. Oh mein Gott. Bro. Hä, das brauche ich doch nicht. Guck mal, wie hell das ist. Willst du das? Ja, gerne. Anyway, was gegen Self-Shaming? Ich weiss nicht, ich glaube, no joke, das ist so cringe, aber mir hilft es wirklich so, meine Gedanken aufzuschreiben. Wow.
Aber das mache ich nie mehr. Also früher habe ich das mega oft gemacht. Also ich habe so verschiedene so wie Tagebücher. Eins ist so für die schönen Sachen, wie so Memory Book. Yeah. Und eins ist so, schreibe ich nur rein, wenn es mir so scheiße geht, dass ich nicht mehr weiss, was machen, so nichts mehr hilft. Und dann schreibe ich so, mein Leben ist scheiße. Und dann schreibe ich auch so auf, was ich so denke. Und dann hilft es mir so, ein paar Tage später lese ich es nochmal und bin so, aha, aber das macht mega Sinn wegen dem. Und dann kannst du wie so selber nochmal so analysieren und bist so, hey Bro, was bist du, also wärst so, was ist das? Weil ein paar Tage später ist es eigentlich meistens wieder, also am nächsten Morgen, kennen das, wenn man so aufwacht, du hast dich so in den Schlaf gekühlt, dann wachst du auf am Morgen und es ist so alles wieder gut, bis du plötzlich wieder dran denkst, oh ja stimmt, ich bin eigentlich so traurig. Ey, das ist aber wirklich mein Tipp, ist glaube ich Schlafen. Bei mir hilft wirklich bei solchen Sachen nur noch Schlafen. Vor allem, weil ich oben am meisten überdenke und am meisten bis, oh mein Gott, das ist alles scheiße, ich schaffe nichts, ich sehe nur einen riesen Berg. Und meine Mutter früher immer gesagt, jetzt schlaf. Schlaf, Mann ist schon besser. Und ich so, nein, Mann ist ja genau das Gleiche noch vor mir. Aber du bist so an einem neuen Tag, du bist so, ja easy, ich mache jetzt die 2 Sachen und dann ist es schon besser. Das heisst, schlafen. Ja, alter Schlafen. Also natürlich gilt das nicht so für alle Probleme, aber so banale. Ja, es kommt halt auch mega darauf an, wegen was man sich selber... Wenn du so bist, so, ich bin so hässlich, dann musst du halt wirklich so daran arbeiten, dass du einfach ein verzerrtes Bild von dir selber hast oder mal überlegen, mit was für Leuten du vielleicht chillst, die dir das irgendwie so das Gefühl geben. Ja. Aber wenn so, zum Beispiel bei mir ist es eben mega oft so, du bist so eine faule Sau und du machst ja gar nichts mit deinem Leben und du bist so blöd, dann hilft es mega so... Ich habe so ein Journal, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, so ein Journal, wo man jeden Tag nur so ein bisschen Platz hat, um aufzuschreiben, was man gemacht hat. Und wenn ich das immer mache, dann merke ich ja, dass ich actually auch etwas gemacht habe am Tag, weil ich vergesse es. Hast du jetzt mein Mikrofon kaputt gemacht? Kann man das so Nein, ich habe nicht gemacht. Ich habe nur so. Gut. Ja, ist gut. Nein, der Emma ist fies zu mir, merke das. Spass. Du musst nicht so Self-Shaming betreiben. Leute, schaut All-In-Games. Ja. Dann sehen wir, dass der Emma fies ist. Hä? Ich bin so lieb zu dir gewesen. Ja. Ich immer so, wow, go. Alter, schau mal die Videos, die ich von dir gefilmt habe. Ich habe extra für dich gefilmt, damit du fucking Content hast. Das stimmt. Kuss. Und ich habe mich auch bedankt. Hä? Ja. Aber bei dieser einen Situation... Bei welcher? Ja, wo du aus dem Lift gekommen bist. Das ist on cam, wie nett ich bin, wie fies du bist. Scham dich. Wirklich scham dich. Ja, ich auch. Und ich habe trotzdem an dich gedacht. Aber ich habe sogar gedacht, wieso du auf mich wartest. Ich bin halt nett. Ja, okay, schau jetzt dann. Also vielleicht sieht man es auch nicht. Wir wissen nicht, was reingeschnitten wird. Ich hoffe, das wird reingeschnitten. Ich hoffe es. Oh mein Gott. Ja. Nein, das ist so räudig. Was ist das? Hast du schon erzählt von allen Games? Ja, schon. Ah, gut. Ja. Also wenn ihr es nicht wisst, selber schuld, dann habt ihr nicht alle Folgen gehört. Und folgen mir nicht auf Insta. Anyway, Self-Shaming. Du musst dir so überlegen, welchen Bereich dich fickt und dann musst du diesen Bereich bessern. Und entfolgen die Leute, die euch insecure machen. Boah, ich muss im Fall schon wieder so eine Runde machen, wo ich Leute entfolge. Ich dachte, du musst jetzt irgendwie aufs WC oder so. Du hast gerade gesagt, boah, ich muss jetzt schon wieder Nein. Ja, weil ich habe früher noch so viele Mädels gefolgt, die gemacht waren oder wo, also nicht gegen Leute, die gemacht sind, aber das hat mich insecure gemacht, weil ich so gesagt habe, wie kann die so perfekt sein und es ist halt einfach nicht möglich, ohne unter das Messer zu gehen oder ohne dir irgendwelche Sachen reinspritzen oder so und ich bin diesen Leuten entfolgt und es ist toll und ich habe wirklich auch Freundinnen gehabt, die mir dann gezeigt haben, oh mein Gott, schau mal, wie dünn sie ist, schau mal, wie toll sie ist und ich bin so gesagt, zeig es mir nicht. Ja, ich habe mich geschützt vor dem, weil ich so gesagt bin, nein, ich weiss, wenn ich es anschaue, geht es mir schlecht. Und wenn du weißt, wieso es dir schlecht geht oder bei welchem Post es dir schlecht geht oder wenn es jetzt von Social Media kommt, du kannst es wirklich ausschalten und dich zwingen, das nicht mehr zu schauen und dir geht es besser. Weil du siehst dann wieder die Leute auf der Straße und siehst, ich bin nicht hässlich. Niemand ist hässlich. Es ist eigentlich mega rare, dass jemand so aussieht wie die, die wir ständig auf der Fullpage haben, weil es ist halt nicht normal. Also logisch, die sind mega, mega hübsch und man kann nicht sagen, die sind fucking hübsch, aber es ist nicht normal. Das ist so ein Wunder, wenn jemand so symmetrisch und so crazy rauskommt. Alle auf der Straße sehen einfach aus wie mir so. Ja. Also nicht, dass wir ugly werden, aber so, alle sind einfach, keine Ahnung. Früher hatte ich wirklich so, das ist hübsch und das ist nicht hübsch. Und jetzt finde ich wirklich so, an jedem Mensch, außer sie sind Arschlöcher, sehe ich so etwas so, die hat mega schöne Haut oder der hat mega schöne Augen, weißt du, so mega krass. Früher hatte ich so 0 gehabt. Nein, also, du musst dünn sein, du musst so und so und so und dann bist du hübsch. Und jetzt bin ich so, sei lieb, finde ich eigentlich mega hübsch. Wirklich. Was beschäftigt euch gerade am meisten, fragt jemand. Ich glaube, meine Zukunft. Ja, same. So ein bisschen das, wo lande ich, was mache ich in einem Jahr, eben bin ich zu faul, mache ich zu wenig oder auch so, es ist halt, du bist halt auch in unserem Beruf, sage ich jetzt mal, so fucking unter Druck. Ich fange bei dir auch an zu fluchen, ich fluche nie immer. Sorry. Entschuldigung, sorry. Dass du einfach die ganze Zeit musst abliefern und musst schauen, ob die Leute dich mögen und sobald mal etwas bei mir schlechter läuft,
also früher war es ganz schlimm, jetzt weniger, aber trotzdem ist es noch so, oh, wieso ist das jetzt schlecht angekommen? Oh, mögen sie mich nicht mehr? Oh, jucke ich bald niemand mehr? Ist jetzt in einer Woche, dass einfach alle mir entfolgen? Also weißt, so ein bisschen diese Sachen sind so alltägliche Sachen, die ich mit mir mittrage. Aber irgendwie, du lernst auch damit umzugehen. Du weißt, es kommt auch wieder eine gute Phase, so meistens, wenn du einfach wieder durchziehst. Aber ich glaube, so Zukunftssachen sind gerade bei mir am stressigsten. Bei dir? Ja, vor allem, ich mache mir auch Sorgen um deine Zukunft. Um meine? Ja, weil ich bin immer so, wo ziehst du jetzt an, wo gehst du weg und so. Weil die Philippa will auf Deutschland ziehen, Alter. Ja. Aber siehst du, muss ich gar nicht mit dir befreundet sein, du gehst weg. Aha, ich habe ja in Deutschland niemand, das heisst, ich brauche euch ja trotzdem. Doch, du hast dann dort neue Kollegen, die viel cooler sind. Warte, Emma. Wir gehen rave. Du musst daran arbeiten, dass du wirklich dich selber als gute Freundin siehst und auch mich. Aber das Ding ist, wir sagen alle Leute, inklusive dir, dass sie am Anfang Angst vor mir hatten und denken, ich bin mega asozial scheiße. Nur wegen dem einen Video. Ja, aber du nicht, ich habe gesagt, ohne dass ich ihr Video gestitcht habe. Alle Leute meinen, bei mir auch. So bei mir denken alle, ich bin arrogant. Ich bin durch die Schule gelaufen und jeder Mensch hat gedacht, ich bin arrogant. Ja, obwohl ich durch die Schule gelaufen bin, oh mein Gott, stolpere nicht. Weil ich so cringe im Kopf bin. Same. Und das ist scheißegal, was die Leute von dir denken. Ich weiss ja, dass du ein gutes Herz hast. Ich will dich als meine Freundin und du mich nicht. Das heisst, es liegt gerade nicht an dir. Es liegt nicht an mir, sondern an dir. Weißt du, ich mache jetzt Avoid and Attach. Ich bin wie Fuckboy. Ich will dich nicht anlassen, aber sonst verliebe ich mich und dann verletzt du mich. Du darfst dich in mich verlieben, Emma. Okay. Ja. Nein, ich bin schon verliebt. Toll. Mich beschäftigt gerade am meisten auch das. Und, dass ich keine Kollegen habe. Nein, literally, das ist wirklich ein grosses Problem in meinem Leben. Ja, aber du willst ja auch keine Kollegen haben. Ja, actually, wenn ich Kollegen habe, dann bin ich so, Bro, wieso wollen wir die ganze Zeit sehen? Können wir aufhören abmachen? Das ist so anstrengend. Du bist aber auch eher, also, das wollte ich auch noch fragen, weil Philippa, so ihre WG-Mitbewohnerinnen sind, ich behaupte, mehr extrovertiert als du. Ja. Aber, also auch nicht vollkommen, aber schon mehr als du. Wie machst du das, wenn du so zurückbleibst? Weil du sagst ja dann bewusst an mich so, nein, Leute, ich habe keinen Bock. Ja, am Anfang konnte ich meistens nicht wegen der Schule. Ah, hure gut. Habe aber auch nicht wollen. Ja. Und dann war das so eine Ausrede gewesen. Und jetzt, wenn ich absage, ist es einfach bewusst, weil ich weiss, mir geht es besser alleine daheim mit meinen Chips und meinen Filmen, als mit unter Leuten. Ja. Und ich gehe trotzdem oft unter Leuten, also nicht oft, aber ich bin ja oft auf Reisen, ich bin oft in Deutschland und dann ist so dort, wo ich meine Sozialkompetenz zeige, so ein bisschen das Soziale los wird. Und dann brauche ich auch wieder einfach, wie du, 5 Tage allein. Und es ist super, dass ich mit denen zusammen wohne, mit meinen 2 Kolleginnen, weil ich so mit ihnen Zeit verbringe, ohne dass ich muss rausgehen und andere Leute gehen. Also es ist mega oft, komm, ich kann Kaffee trinken draussen und ich bin so, können wir hier Kaffee trinken? So. Aber manchmal bin ich so, oh mein Gott, ja, let's go. Ja, dann bereue ich es. Weil jetzt habe ich 5 Tage nichts mehr gemacht, jetzt muss ich wieder mal raus. Ja. Und für was bin ich gegangen? Ja. Fair. Aber sie sind auch so Party-Müs. Also ich habe voll nicht FOMO. Ich habe JOMO. Wie nennen wir das? Joy of Missing Out. Ah ja, stimmt. Du auch, oder? Ja, eigentlich schon. Aber amigs bin ich habe nicht FOMO im Sinne von, oh, jetzt sind sie dort alle, sondern so im Großen und Ganzen so, fuck, weil ich irgendwann später denke, was bist du für ein Opfer, wieso bist du nicht mitgegangen? So, wenn ich 50 bin. Ja. Aber ich glaube irgendwie nicht. Man muss ja auch einfach das machen, was einem im Moment glücklich macht und nicht, wenn man denkt, oh, später muss meine Kinder viel Tolles von dir erzählen. So, am Schluss, du willst genau erzählen, dass du glücklich bist. Ja. Aber ich glaube, wenn ich so eine Midlife-Crisis habe, dann wird es richtig schlimm. Ich muss so, jetzt geh ich raven. Jetzt bin ich zum 2. Mal im Leben besoffen. Mit so 40. Wow, das will ich dabei sein. Auch. Ja, ich will auch dann noch mit dir befreundet sein, wenn ich in Deutschland wohne. Leute, habt ihr gewusst, dass Philippa mal voltigiert hat? Wieso weißt du das? Ich habe gerade daran gedacht und mega viele Leute auch, die dazu hören. Ah ja. Philippa ist ein Icon. Eure Red Flags. Oh, bei Männern? Nein, bei dir selber. Boah, das ist etwas, da muss ich so lange nachdenken. Ja, sorry, dass du so toll bist. Ja, geil. Meine Red Flag ist, dass ich sage, dass ich keine Kollegen habe. Dass du keine Kollegen willst. Es ist, glaube ich, im Fall der Podcast, du könntest ihn einfach nennen, Philippa will mit mir befreundet sein, aber ich nicht mit ihr. So. Alter, alle denken, ich bin ein Fangirl von dir, wo dich will. Statement. Du willst mich nicht, du hast mich noch nie gefragt, so machen wir etwas. Will ich nicht machen? Ich frage niemanden, ob wir etwas machen. Das ist ja genau angenehm. Aha, okay, gut. Also nein, actually, wenn du mich würdest, dann wäre ich so, oh mein Gott. Ach, ja, ich frage dich morgen. Ja, aber stell dir mal vor, ich würde dich fragen, so, hey, wenn wir etwas trinken, what the fuck? Ja, stimmt. Das wäre auch so, wow, die Emma hat, weil ich frage niemand. Aber wenn wir so jetzt in einer Gruppe oder so gehen und denken, das heisst so, Emma kommt mit, bin ich so, yippie! Schon? Ja. Ich habe immer das Gefühl, sie sind so genervt, weil ich immer da abpull.
Ja, sorry, ich kann das jetzt nicht mehr sagen. Es ist wirklich langsam cringe, es ist langsam pick me. Ja. Benimm dich jetzt. Aber es ist wirklich nicht Wir picky lieben dich, gemeint. alle in dieser Wohnung lieben dich. Gut. Ich glaube, ich fühle mich so, weil ich einfach das erste Mal hier angekotzt habe. Und ich habe schon mal gesagt, und das, was du hasst, wenn das jemand sagt, ich habe schon mal gesagt, ich komme zu dir reiten. Und also, das wäre etwas, was ich mit dir allein würde machen. Das sagen einfach alle sagen Ich nur weiss, dass du das hasst. Okay, was ist deine Red Flag, dass du willst bei mir reiten? Ich will wieder Emma reiten, ich will Tilda sehen. Mutti. Dass ich Social Anxiety habe. Aber das ist kein Red Flag, Doch, das ist schon einfach jetzt. bemitleidenswert. Oh, ich habe noch ganz viel, aber es ist wie in dem Moment fällt es dir nie ein, wenn du es willst sagen. Nach dem Podcast werde ich wahrscheinlich 10 Sachen merken, die cringe an mir sind. Oder Red Flag. Wahrscheinlich, dass du immer sagst, du bist cringe und so. Dass du dich immer so runtermachst. Aber du machst wirklich viel weniger jetzt. Danke. Ich habe das Gefühl, aber hast du das so selber gemacht? Oder ist das so, weil du gemerkt hast, dass die Leute dich actually auch gerne haben? Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Gell, weil das bringt nichts. Nein. Das macht es eigentlich fast nur noch schlimmer. Ja. Du fühlst dich so, das ist alles fake. Oder so, ich bin dann schon schön geschminkt und ich sage, oh, du bist so hübsch. Und ich so, nein, echt eigentlich nicht. Ja, nein, das hat nichts mit dem zu tun. Ich glaube einfach, weil ich sehr viel out of comfort zone gegangen bin. Das letzte halbe Jahr. Ich habe mega viel gemacht, was ich niemals früher noch gemacht habe. Und das hat mich so selbst gestärkt ein bisschen. Okay, das ist die Lösung gegen Self-Shaming jetzt. Machen Sachen, die ich eigentlich nicht machen will. Ja, und trotzdem traue ich mich noch nicht im Pyjama einkaufen. Nein, aber wir sind auch in der Schweiz, Bro. Das stimmt. Das gehört sich nicht. Red Flag, ich denke immer, dass mich die Leute, also so bei Freunden bin ich immer so, wenn jemand mal nicht super lieb ist, bin ich so, oh mein Gott, habe ich etwas falsch gemacht? Oh mein Gott, hassest du mich? Immer. Weißt du, wie oft ich Eileen schon gefragt habe, Eileen, habe ich halt etwas falsch gemacht? Und sie so, nein, nicht, ich bin einfach gerade nicht so gut gelaunt. Und ich bin so, okay, ich habe gedacht, du hassest mich. Immer. Ich frage das sogar Leute aus meinem Management im Fall. Und ich sage, also du hast gar kein Recht, so mich nicht gerne haben. Du musst mich einfach gerne haben. Aber ich frage so, bist du jetzt hässig? Immer. Ja, und wir hassen es beide, Kunden zu enttäuschen. Das haben wir gestern festgestellt. Ja, oh, mit Kamera jetzt dann kein Akku mehr. Oh. Dann tun wir halt einfach nur noch aufnehmen. Bis wir dürfen. Aber ja, wir haben festgestellt, es ist halt mega oft so, wenn du Werbung machst, du schickst ihnen immer das zuerst. Und dann bringen sie so Feedback an, wo du nichts davon gewusst hast, sie haben nichts davon aufgeschrieben, so, du kannst literally nichts dafür. Und wir sind dann auch so, okay, sie finden mich jetzt scheiße und sie wollen nie mehr mit mir zusammenarbeiten. Und dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Und dabei, Bro, das juckt die halt nicht. Nein. Die sind einfach so, ja, mach das noch Sie mal haben die Morgen anders. vergessen. So. Ja. Und Ja. die werden die ja noch mal buchen und die müssen bei anderen noch viel mehr Zeug sagen. So. Du musst mal überlegen, was Ja, zum aber ich habe Teil... gerade das Ding abgegeben, eine Kooperation abgegeben und sie sind so, ja, für das Mal ist es ok, aber nächsten Monat musst du es dann anders machen. Und ich bin so, ja, aber das heisst, ich muss es ja eigentlich jetzt schon besser machen. Und ich bin so, oh mein Gott. Und so Ja, dann was. postest du so etwas, was ich eigentlich scheiße Ja. finde. So, Und dann kommt es auch noch nicht gut an. Dann bist du so, ja. Deine Red Flags, außer dass du keine Freunde willst? boah, ich bin so hässig. Immer. Oh ja. Also es braucht so wenig. Ja, aber wirklich, ja. es braucht ja so wenig. Aber ich finde das toll, mit dir kann man super lästern, weil du dann Ja. einfach so voll so bist. Ja, und aber das finde ich Green Flag, dass ich immer für andere auch so hässig werden kann. Wenn du mir jetzt etwas erzählst, was Ja. nicht mehr zuhört, bin ich so, ich verstand das so gut. Aber Ja. ich glaube, das ist einfach so, weil ich so mich hineinversetze in alles, dass ich wie das Gefühl habe, wieso können das die anderen Leute nicht machen? Wieso muss ich immer überlegen, was gefällt dem und wie macht der und der wird gerne so und niemand sonst überlegt sich etwas und ich muss das dann so einfach tolerieren oder wie? So, ich denke mir einfach, kannst du dir nicht mal etwas überlegen? So, wieso denkst du nicht daran, dass es für mich abfuckt, wenn du mir jeden Tag 2 Stunden auf FaceTime anrufst und kein einziges Mal mich zurückfragst, wie es mir geht? So, das ist doch fucking bare minimum. Und dann sind alle muss mir anderen die so, Sachen das juckt merken. mich eigentlich nicht. Muss man jetzt merken. Ja, nein. Leute, ich nicht 2 Stunden FaceTime mache, ich schreibe dir noch Emma, Updates. Mir geht's scheiße. Tröst Nein, mich. ist echt so. Ich bin so und ich nehme alles so persönlich. Das ist voll Red Flag. Und vor allem sage ich es dir dann nicht. Ich sage dir erst, wenn... Wirklich? Bist du so eine, die so ein bisschen in sich reinfrisst und erst Ja, und dann kommt es irgendwann, wenn oh du so... nein, ich kann doch nicht mit dir befreundet sein. Ich bin eine, die es direkt anspricht. Weil ich bin Ja, so, mach. Aber nein, aber wir das haben fuckt mich ab, weil dann bist du eigentlich hässig. Und ich sage, heute bist du hässig auf mich. Du sagst so, nein. Nein, du bist aber eigentlich merkt, wenn man mich kennt, merkt man es schon. Ich sage es einfach nicht. Aber du merkst, das ist dann so, wie wenn du Eileen fragen würdest, hey, bist du hässig auf mich?
Das wäre so ein Moment, wo du würdest es sofort merken, wenn du so jemand bist. Es gibt einfach Leute, die checken es nicht, oder denen ist es egal. Und dann bin ich so, ja, wieso merkst du gerade nicht, dass ich nur Haha antworte, jedes zweite... Also weißt du, man checkt es schon. Okay, aber ich bin jetzt nicht die, weil ich finde, weil mir immer gesagt wird, dass es so zu extrem ist, mag ich auch gar nicht mehr sagen. Ich bin so, ja, ihr findet es eh alle egal. So, dann fick ich die halt einfach irgendwann in 2 Monaten an und bin so, Alter, was ist mit denen nicht gut? So ein bisschen der. Das ist meine Red Flag. Was haben wir sonst noch? Was macht man, wenn mich mein Freund ignoriert seit ein paar Monaten? Ich glaube, wir sind nicht mehr zusammen. Schluss machen, final. Vielleicht musst du ihn jetzt einfach blockieren, so einmal mehr. Das würde ich nicht einmal, also wenn die jemand Monate ignoriert, würde ich nicht einmal mehr schreiben, hey, kann ich mir das klären, ich würde einfach blockieren, fertig. Meinst du wirklich Freund oder ist das ein Kollege? Komisch. Genau gleich, dann würde ich vielleicht mal noch ein letztes Mal nachfragen, so Dinge lebst und dann tschüss. Wie ist es, eine Freundschaft zu haben, die über Social Media entstanden ist? Also halt wir haben ja keine Freundschaft, Leute. Aber also halt beide Content Creators. Es kommt verdammt darauf an. Bei Partnern ist es ein bisschen schäbig. Weil es eben nur auf dem basiert. So, ja, aber ich habe ein paar Content Creator Friends, die Friends sind und ich nicht mehr Content mit denen mache. Ja, finde ich auch scheisse. Ja, ich mittlerweile vielleicht auch. Ja, zum ersten Liebe. Das ist Philippa. Philippa ist so die Sau. Nein, das stimmt nicht. Leute ficken die so an. Ich fange so an von heulen weg, so Leute. Und sie ist so, ja, so zu mir sind sie Nein, stopp. Da gibt es wieder die einzige Person, über die wir vorgeredet haben, die mal da war. Wo alle Angst haben vor ihr. Ja. Ja, wo die Scheiße abgezogen hat, bin ich die Erste, die gesagt hat, ich bin auch nicht mit ihr befreundet. Ich bin eigentlich immer so, dir ist es aber schwierig, weil sie so nett ist zu dir? Nein, weil sie das nicht so böse gemeint hat, wie es angekommen ist. Sie hat sich nicht mal bei mir entschuldigt. Wirklich nicht? Alter, nein. Der andere hat mir geschrieben und nachher am Schluss vom Text steht in Klammern von ihr auch. Wie ein Kind. Sie haben mir ja nicht mal Tschüss gesagt, als ich gegangen bin, Bro. Die Leute werden checken, ich checken gar nicht, um was es geht. Nein, es geht eigentlich alle nichts an. Das ist jetzt ein privates Gespräch zwischen... Streitpunkt bei uns. Ja, auf jeden Fall generell Freundschaften sind eigentlich voll cool, weil du so relaten kannst. Und niemand... Also erstens, es juckt unsere Kollegen wirklich nicht so, was wir den ganzen Tag... So irgendwann so, sie haben es gehört und sie finden es auch cool, dass wir Geschenke für sie haben. So, also weißt du, so... Yeah. Oder alle denken sich so, ja, ihr habt es eh mega geil. Darf ich etwas Herziges sagen, was sie wahrscheinlich wird schockieren? Was? Ich glaube, du und Hannah sind von diesen Content Creator meine besten Friends. Wow. Ja, aber eigentlich ist es Hannah. Bro, ich habe so etwas Herziges gesagt. Ich habe noch 15 andere Freunde und ich habe gerade dich bevorzugt. Ja! Ich weiß gar nicht, mit wem du alles befreundet bist. Mit diesen Deutschen allen. Wenn das die hören, werden die wahrscheinlich... so Stachel und Kinder sind in der Mut und so. Das sind meine Lieblingsdeutsche. Sind sie voll wirklich. Oha, und was habe ich dir gerade erzählt? Ja. Ja, ich bin nicht mit denen befreundet, die kennen mich nicht mal. Ja, aber trotzdem. Hoffentlich kommen sie als Frauenfeld. Ja, aber trotzdem. Oh hoffentlich kommen mehr als Frauenfeld. Hoffentlich... Jetzt... Emma! Was haben wir gerade vorgeredet? Egal. Hannah und ich, deine besten Influencer. Danke. Gleichfalls. Wer sind meine? Ja, du und wer kenne ich sonst noch? Das ist jetzt voll hart für alle, die jetzt nicht aufgezählt werden. Ja, fickt euch, also hört ihr den Podcast. Ich schreibe mir nie etwas dazu. Tönt gar nicht so. Also jetzt, wenn ihr das gehört habt, könnt ihr gar nicht complainen. Ihr hört mir gar nicht zu. Ich muss mich schnell da. Ich muss ja auch das Zeug öffnen, wie du geöffnet hast. Hä, wer? Kenne ich? Oh, der Christian ist noch voll ein guter Kollege von mir. Der Thirst Trap Boy. Ja, ich meine, ich mag auch den Adi, ich mag auch den Jonathan, ich mag auch... Ah ja, gut, so. Alle von Hetz habe ich halt auch so... sind auch schon meine Bros, aber die sind halt so... Aber ich meine jetzt so... Ich habe mega viel gern, wirklich, aber so Leute, die über mein privates Leben auch mitbekommen, sind halt du und Hannah. Das stimmt. Du bist bei mir, glaube ich, auch die Einzige. Oh. Weil sonst sehe ich die anderen auch nur... Die sehen halt auch wegen der Eileen und so außerhalb. Die anderen sehen ja wirklich nur an so Events und dann ist es cool. Und dann gehen wir. Stimmt. Und dann ist auch cool. Ich bin voll immer erleichtert, wenn du auch an einem Event bist. Sonst habe ich keinen Bock. Same. Ladet, wenn da irgendwelche Brands zuhören, könnt ihr Philippa überall einladen. Alter. Danke. Ich bin auch Schweizerin übrigens. Ja, die Brands checken nie, dass Philippa in der Schweiz wohnt.
Aber das ist selber Ja, weil schuld, ich wenn du nur Hochdeutsch Hochdeutsch-Videos spreche. machst, blöde. Ja, aber da hast du eine größere Audienz, weißt du? Ja, und dann verdienst du weniger Geld. Oh, Leute, die mich nicht kennen, denken, wir reden jetzt wirklich so. Nein. Die kennen die eh. Und die sie nicht kennen, geben einfach ein Philippa und dann kommt sie. Und dann schauen ein paar Videos und dann wissen ihr, um was es geht. Ein Thema, wo ihr nicht die gleiche Meinung habt. Ja, die scheiß Leute, mit denen sie befreundet ist. Nicht alle, aber sorry, da bin ich halt auch wieder hässlich für die. Nicht mal wegen mir nur, sondern was die auch zum Teil schon abgezogen haben. Und du bist so, okay. Nein, sehe nie auch schon, ja. Ja. Wegen dem bin ich auch mit ihm nicht mehr. Ja, und meinst du, sie wird... Ja, ich weiß nicht. Für mich hat die einfach etwas Fame-Geiles an sich. Und das regt mich auf. Ja. Das will ich jetzt nicht bezeichnen. Ich finde auch einfach so ein bisschen cringe, amix, wenn du so alt bist und mit so jungen Leuten chillst. Und dann noch die jungen Leute fertig machst, dafür, dass sie jung sind. Anyways. Leute, ich habe eigentlich wirklich nur tolle Freunde. Also, Nein. das ist die einzige Ausnahme, wo du nicht zufrieden bist mit meinen Freunden. Alle anderen Also, sind auch oder? okay. Ja, die anderen weiss ich gar nicht, wer du meinst. Ich habe nicht so viel. Du hast gesagt 15. Ja, Leute, die ich... Aha. Ja. Jetzt heisst Volk. Philippa will nicht mehr mit Emma befreundet. Spaß. Hey. Spaß. Ja, und sonst haben wir es noch gut mit wem? Ja, mit, also in der Schweizer Szene, es gibt wirklich niemanden, den man so nicht gerne hat. Geil, die sind alle super Die lieb. sind alle lieb und so, man versteht sich. Oh mein Gott, wie hat eure Familie gefunden, wo ihr mit Social Media angefangen habt? Also die eine Hälfte probiert auch Influencer werden und die andere Hälfte und redet nicht mit mir und die andere Hälfte findet es cool, dass ich Geld verdiene. Die eine Hälfte der Familie hat einfach Stitches mit mir gemacht und Duets. Und ich musste sagen, lösch das, Und ich so, Hilfe, ich möchte es nicht liken, ich möchte nicht. Nein. Ja, was ist mit deinen? Deine Geschwister, da mache ich auch mit in deinen Videos. Ja, die sind mega herzig. Ich sage immer, können Sie bitte mitmachen? Und sie sind so, boah, nicht so, boah. Und dann bin ich so, bitte, bitte, bitte. Und dann sind sie so, okay. Und manchmal kommen sie sogar von allein mit Ideen und sind so, komm, wir machen das. Das ist auch voll cool, dass du deine Eltern so zeigen kannst, weil sie eh so bekannt, also weißt du, so im... Ja. Sie sind am Anfang auch so gewesen, oh, pass auf mit Social Media halt, mit viel veröffentlichen, sag nicht privat und so. Und jetzt sind sie mega supportive und mega so, boah, du machst so viel, wir sind stolz auf dich. Und ich bin so, ich mache gar nicht so jeden Tag ein Video. Und sie sind so, doch, du ziehst voll durch, du machst es super. Richtig herzig. Geil. Ich darf das nicht die ganze Zeit klicken, gell? Nein. Okay. Schade. Ja. Ja. Nein, sie haben gut reagiert. Ja, also bei mir ist es eh so, das, was scheiße rausgekommen ist, eh vorher so scheiße gewesen. Es ist jetzt nicht etwas weg Social Media verdorben ist, sondern so, meine Familie ist einfach wirklich nicht so idyllisch, glaube ich, wie deine jetzt zum Beispiel, so wie du es von außen betrachtest. Bro, deine Eltern sind fucking zusammen und haben einander gern, das ist für mich schon ein Wunder. Ja. Das ist crazy, aber so nicht so, also ihr habt sicher auch so Probleme und so, aber so, für mich ist das ist so der Traum für mich, so, dass man jetzt so Geschwister, die du so gern hast und so, ihr redet so miteinander, so, I cannot relate. Aber ist auch okay, dafür ist meine Mama mega toll. Das ist doch schön. Ja. Oh, wie hat Philippa den Ilyes Raoul kennengelernt? Über das rede ich nicht. Philippa ist literally kennt einfach alle die deutschen Leute aus der Szene. Ich weiß auch nicht, und es ist nicht, weil ich irgendwie diesen Leuten schreibe und bin so, hallo, können wir bitte befreundet sein? Gar nicht. Ich rutsche dort irgendwie rein und mir haben schon so viele Leute gesagt, oh mein Gott, du bist so famegeil, weil ich mit diesen Leuten chill. Aber es ist wirklich? So diesen, irgendwie, wo ich halt mit Noah, Jessie und Tim und so gechillt habe, ich habe halt genau Noah kennengelernt. Da, wo der Hype ist. Ja. Ich habe zum Beispiel Noah kennengelernt am Frauenfeld. Und Noah ist halt in einer Jungsgruppe, das mit Tim, Jan, Jessin, wer auch immer noch. Kennen die alle selber nicht? Die habe ich dann auch alle kennengelernt durch Noah. Und so steigt das halt irgendwie. Ja, es sieht auf Social Media immer so aus, so Bro, das ist eben genau das, man macht halt Videos, wenn man miteinander ist, weil man kann halt profitieren davon. Ja, und auch weil es auch Spass macht. Manchmal machst du auch einfach geile Trends zusammen. Eben so, es ist so, wow, du kannst das nur zu viert machen. Yeah. So. Und sonst ist man immer allein, Bro. Es hilft dir halt auch, wenn du mal etwas anderes machen kannst, als nur daheim hocken und Lip-Synken zum Beispiel. So. Das ist voll cool dann auch mit anderen. Und die Leute nehmen das dann immer so auf, als so, du machst das so extra und du, so, Bro, chill, es ist literally so ein Video. So, die posten jeden Tag ein Video. Ein Video oder 2 oder 3, das sind eigentlich nicht so viele im Großen und Ganzen. Danke. Ja. Das ist, glaube ich, alles. Ja, hat uns gefreut. Hat es dich gefreut? Mir hat es sehr gefreut. Kommst du wieder mal? Du weißt, das habe ich dir auch schon immer gesagt. Dass du deinen eigenen Podcast machst, bis du deinen eigenen machst, musst du einfach so regelmäßig immer wieder mal bei mir dabei sein. Ja, ich komme mega gern. Ich hoffe, die Leute haben mich auch gern. Irgendwann muss ich anfangen, Geld zahlen dafür. Also Leute, die Kamera ist gestorben, aber wir verabschieden uns jetzt von euch. Es war toll, danke fürs Zuhören.
Danke, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, Könnt ihr ich komme Philippa immer wieder folgen? gern. Follow Philippe und schreibt ihr, sie soll einen Podcast machen. Nein, sagt einfach der Emma, dass sie mich einladen soll. Oh ja. Gern. Weil bei dir kann ich so reden, wie ich will. Und wenn ich es selber mache, bin ich so, Oh, oh mein stimmt. Gott, alles ist scheiße, wenn Das ich ist noch sage. gut. Ja. Und ich kann es jetzt auch nicht mehr löschen, jetzt ist es bei dir und du, Das hast stimmt. einfach du kannst es einfach veröffentlichen jetzt. So. Gali Grü! Gali Ja, tschüss zusammen, bis nächste Woche. Ciao, Das ist wieder HDGDL. HDGDL. Tschüss.